SRF Audio. Vielleicht ist es tatsächlich so, es gibt Phasen scheinbarer Ruhe, scheinbaren Friedens, wo wir vielleicht sehr viel Spielräume haben, und dann gibt es vielleicht auch Phasen, von denen wir hoffen sollten, dass wir nicht in ihnen leben müssen. Man sagt dann immer so, ja, das ist polnische Geschichte, das ist tschechische Geschichte, das ist deutsche Geschichte, aber für mich ist es alles europäische Geschichte. Man möchte nicht wissen, wie man sich selber verhalten würde, wenn man selber in dieser Situation wäre. Und es ist natürlich total zum Verzweifeln, dass jetzt überall auf der Welt im Grunde genommen genau diese Situationen wieder auftauchen. Literaturclub. Interview. Zu Gast heute ist der deutsch-polnische Schriftsteller Matthias Nawrat mit seinem neuen Roman, soeben ausgezeichnet mit dem Berliner Literaturpreis 2026. Er heißt Das glückliche Schicksal, spielt großenteils in Polen, umspannt eine Zeit von den 1940ern bis in die frühen 1980er Jahre. Es geht um Politik und persönliches Verhalten. Ich fand faszinierend, berührend, auch erzählerisch packend. Ich bin Franziska Hirsbrunner. Herzlich willkommen, Matthias Nawrat. Vielen Dank. Ich habe mich beim Lesen manchmal an eine meiner Grübelfragen als Kind nachts im Bett erinnert. Also so eins dieser Dilemmata, die mich beschäftigt haben. Es ist Krieg. Würde ich schaffen, jemanden zu verstecken? Würde ich die Angst aushalten oder würde ich mich lieber verdrücken? Ich finde, das ist ein Thema in Ihrem Roman, also dieser Spielraum zwischen Schicksal und Eigenverantwortung, jetzt mal ganz allgemein gefragt. Einerseits Schicksal, andererseits eigene Verantwortung. Wie haben Sie so das Gefühl, ist das in Prozentzahlen? Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Im Grunde genommen brauche ich ja den ganzen Roman, um überhaupt diese Frage zu stellen. Was die Frage ja eigentlich bedeutet, ist, machen Menschen Geschichte oder werden sie von Geschichte gemacht? Nicht wahr? Also im Grunde genommen der Prozess der Geschichte, wie stark ist der und welchen Spielraum haben Individuen in diesem Prozess? Und was bedeuten dann eben diese moralischen Dilemmata auch? Also wie kann man denen entkommen? Wie würde man auch sich selber verhalten? Ich würde sagen 50-50, aber ich glaube, es gibt durchaus so Momente in der Geschichte, so sogenannte Umbruchphasen, wo tatsächlich etwas ins Rollen zu kommen scheint, was fast stärker als die einzelnen Menschen zu sein scheint. Also so eine dieser Phasen beschreibe ich ja in meinem Roman direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in Polen, aber auch im Rest Mitteleuropas war das tatsächlich der Fall, dass da politisch und ideologisch durch die Okkupation, durch die Sowjetunion etwas passiert ist, was dem Individuum eigentlich das Gefühl gegeben hat, ich kann eigentlich fast nichts mehr machen. Entweder ich fliehe oder ich muss mich fügen. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so. Es gibt Phasen scheinbarer Ruhe, scheinbaren Friedens, wo wir vielleicht sehr viel Spielräume haben, und dann gibt es vielleicht auch Phasen, von denen wir hoffen sollten, dass wir nicht in ihnen leben müssen. In Ihrem neuen Roman ist Geschichte von Lebensgeschichten ja eigentlich gar nicht zu trennen, oder? Es geht wirklich darum, was machen Sie haben es vorhin auch schon gesagt, die Umstände mit den Menschen, aber auch, was machen die Menschen selbst und was tun sie einander an? Und das sind, finde ich, zwei Ebenen. Was war denn zuerst da, als Sie das Buch in Angriff nahmen? Also welche Ebene war zuerst da? Also zuerst war so ganz konkret, es spielt ja, also die Haupthandlungsebene ist ja in Venedig. Da geht es um einen Exilanten, der nach Venedig geflohen ist im Grunde genommen. Das ist die Begegnung eben zwischen der Hauptfigur Wanda und der zweiten Hauptfigur Henryk Mrogalski. Und das war im Grunde genommen ganz konkret als erster Text da. Also tatsächlich so, wie der Roman jetzt anfängt, diese Ankunft am Flughafen und die erste Begegnung zwischen den zwei Figuren. Und dieser Hallraum, der sich dann für mich auch öffnete. Also Venedig, aber irgendwie eine Art dunkles Venedig. Die bewegen sich immer so an den Rändern von Venedig entlang. In Unorten, in einer kleinen, engen Wohnung sind sie häufig und führen diese Auseinandersetzung, um die es dann geht. Alles das war plötzlich wie so als Raum geöffnet, aber ganz konkret im Prinzip tatsächlich wirklich die erste Szene, die Ankunft von Wanda in den 1980ern in Venedig. Also im Prinzip das Persönliche, die einzelnen Menschen.
Ja, es sind die beiden wichtigsten Menschen sozusagen in ihrem Roman. Also einerseits Wanda, eine junge Frau, die in Krakau anfangs der 1980er Jahre lebt, und andererseits dieser Mrogalski, der sich irgendwann einmal im Verlaufe seines Lebens nach Venedig abgesetzt hat. Der hat ja eine verrückte Geschichte. Also er ist Pole, er ist in den 40er Jahren in ein sowjetisches Arbeitslager verschleppt worden, hat ganz knapp überlebt, hat ab 1945, als der stalinistische Terror in Polen anfängt, in Krakau vermutlich als Verhöroffizier und Folterer für die Sowjets gearbeitet, wurde dann ein prominenter Wissenschaftler, konnte im Ausland arbeiten und eben plötzlich verschwand er in diesem komischen Exil, wo ihn Wanda besucht. Und er kreuzt sich auch noch mit ganz vielen anderen Figuren. Also ich möchte jetzt eine Frage stellen, die eine Kollegin von mir am liebsten verbieten würde, weil sie so abgeschmackt findet. Aber mich interessiert es tatsächlich. Was gab den Anstoß? Wo hat das glückliche Schicksal angefangen? Also warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Ich habe es geschrieben, weil ich mich sehr viel mit einem Schriftsteller auseinandergesetzt habe, der heißt Gustav Herling-Grudziński, der ist in Polen so eine Art Klassiker des 20. Jahrhunderts. Und das war ein Mensch, der tatsächlich selber den Gulag überlebt hat und dann gegen die Nazis gekämpft hat und dann niemals mehr zurückgekehrt ist nach Polen, sondern im Exil geblieben ist. Zuerst in London und dann in Neapel. Und der hat sich sehr viel mit Fragen der Moral beschäftigt und eben auch mit der Frage, was war der Gulag? Also er nannte sie eine andere Welt. Damit meinte er eine Welt vollkommen ohne moralische Gesetze und dann die Welt der Menschen, in der eben die moralischen Gesetze gelten sollten. Und er hatte eine ganz klare Haltung auch gegenüber den politischen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts, also auch in der Teilung, auch was die westliche Linke, da war er auch sehr kritisch, die ihm ja lange nicht glauben wollte, dass es überhaupt diese Lager gab in der Ausprägung. Und dieser Intellektuelle hat mich fasziniert, weil er sehr viel Tagebuch auch geführt hat und sehr viele der Debatten der 60er, 70er, 80er so kommentiert hat, intellektuell. Und irgendwie über den bin ich eben in diese Fragen hineingekommen. Das heißt, am Anfang stand, glaube ich, schon eine philosophische Frage, nämlich die Frage nach diesem moralischen Dilemma. Und irgendwie war ganz schnell eine Figur, also die Figur des Mrogalski da, die eine ambivalente Figur ist. Also die sozusagen einerseits ein Opfer ist durch diese Gulag-Erfahrung und andererseits möglicherweise Opportunist oder Kollaborateur, durch welche Umstände auch immer dazu geworden. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Eine gebrochene Biografie und dieser Heilraum des 20. Jahrhunderts, die Fragen, die sich da gestellt haben. Das heißt, ich bin eigentlich über die Literatur dahin gekommen, übers Lesen, über die Beschäftigung mit diesen Fragen. Aber Lesen bedeutet eigentlich für mich auch immer Schreiben. Also ich schreibe täglich und ich forsche sozusagen in der Sprache und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, so jetzt hatte ich plötzlich diesen Ton und wie ich am Anfang schon gesagt habe, war diese erste Szene da und erst da wusste ich, wie sich diese größeren philosophischen Fragen so ganz konkret kristallisieren dann in den Figuren. Aber dieser Hallraum, den habe ich tatsächlich aus der Literaturgeschichte, könnte man sagen. Ihr Roman Das glückliche Schicksal hat viele Facetten. Es geht um Politik, so wie Sie es skizziert haben. Es geht um Handlungsspielräume, es geht um Haltungen, es geht um haarsträubende Schicksale. Also mir wurde wieder mal bewusst, wie grauenvoll es zu und her ging vor und während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist ja nicht zu fassen, was Menschen da erleiden mussten und wie sie letztlich ja dann reduziert wurden auf eigentlich nur noch ein kleines Fünkchen Leben. Also man konnte gar nicht mehr von Menschen sprechen und irgendjemand hat es ihnen ja angetan. Das geschah ja nicht von selbst. Nun, ich würde gerne, bevor wir weiter darüber reden, mal über Polen reden. Das ist der Hauptschauplatz Ihres Romans. Man erfährt viel über die polnische Geschichte. Sie sind in Polen geboren, 1989 mit 10 nach Deutschland gekommen. Das ist nicht das erste Mal, dass Sie in einem Ihrer Romane über Polen schreiben. Was beschäftigt Sie an dem Land? Also ich glaube, es ist zweierlei. Natürlich gibt es diesen biografischen Zugang, denn mein Leben wurde ja extrem dadurch geprägt, dass wir eben ausgewandert sind. Das heißt, diese Erfahrung als Kind, die ich ja auch
praktisch in Anführungsstrichen erlitten habe, insofern, als dass ich das ja nicht selber entschieden habe, auszuwandern, sondern ich wurde ausgewandert. Und diese Auswanderung aus einem ganz anderen System, nämlich tatsächlich noch aus dieser Diktatur hinein, weil wir sind Anfang 89 ausgewandert, da war noch nicht klar, wie sich das Ganze entwickelt, hinein in diese westliche Welt, so eine Art Bruch in der Biografie und all die Narrative und Geschichten in meiner Familie, die also alle meine Großeltern und auch meine Eltern in zweiter Generation sozusagen direkt oder indirekt mit diesen Gräueltaten zu tun hatten und Schicksale in meiner Familie, die damit natürlich verbunden waren, wie in fast jeder polnischen Familie. Und dann die Konfrontation mit dem Westen und im Grunde genommen der Beginn eines völlig anderen Lebens erstmal. Das heißt, das ist sicher einer der Gründe, warum ich immer wieder die Frage nach dem Exil stelle oder nach der Emigration oder nach dem Leben im Dazwischen irgendwie, weil ich einfach diese Erfahrung gemacht habe und weil ich das Gefühl habe, das ist sozusagen der Erfahrungsschatz, aus dem ich irgendwie psychologisch und emotional schöpfe. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, tatsächlich, man sagt dann immer so, ja, das ist polnische Geschichte, das ist tschechische Geschichte, das ist deutsche Geschichte, aber für mich ist es alles europäische Geschichte. Also für mich ist das, was in diesem Mittelosteuropa passiert ist, sehr, sehr viel davon ist in Polen oder auf dem damaligen polnischen Staatsgebiet geschehen, aber auch in anderen Ländern. Alles das ist in gewisser Weise eben auch gesamteuropäische Geschichte. Und ich versuche, die in diesem breiteren Kontext irgendwie zu schreiben oder zu erinnern. Also das Gedächtnis, das kollektive Gedächtnis irgendwie weiterhin aufrecht zu erhalten, weil ich nämlich schon der Meinung bin, dass das, was wir jetzt gerade in Europa erleben oder auch, man könnte sagen, auf der ganzen Welt, das ist im Prinzip die Kontinuität dessen. Und das, was jetzt immer wieder an der Front zwischen Russland und der Ukraine geschieht, das ist nicht viel anders als das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Natürlich ist es eine andere Geschichte, es ist ein anderer Kontext und so weiter, aber dennoch wiederholen sich bestimmte Dinge, bestimmte Muster. Und das finde ich einerseits, also es lässt mich einfach nicht los, weil ich das Gefühl habe, das hat so viel mit der Gegenwart zu tun und auch die Art und Weise, wie je weiter nach Westen man kommt, wie viel eigentlich gewusst wird über das, was da geschehen ist oder wie groß die Distanz ist zu dem, was gerade dort geschieht. Das sind Dinge, die mich irgendwie so nicht loslassen, wo ich so das Gefühl habe, ich habe so fast wie so einen Auftrag oder ich verspüre wie so eine Verantwortung, mich dem irgendwie gegenüber zu verhalten. Apropos Distanz, also Sie beschreiben relativ lange, wie es in Krakau ist, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist auch ein wirklich wichtiger, zentraler Teil in Ihrem Buch aus verschiedenen Gründen. Es werden Menschen wieder gefunden, von denen man fürchtete, sie wären tot. Andere Menschen werden so sehr gefoltert, dass sie ein Leben lang darunter leiden. Es passiert alles Mögliche in dieser ganz kurzen Zeit. Und was mich so anrührte, war auch wieder so ein Muster, also nicht etwas spezifisch Polnisches, sondern so ein Muster, dass man denkt, ach, jetzt wird es besser. Und es gibt Leute, die ganz viel investieren und denken, jetzt kommt die Exilregierung zurück und jetzt läuft endlich mal was in die richtige Richtung. Und dann kommt eine eiserne Faust und macht das alles kaputt und die Leute werden verhört in einer Art und Weise, wo ich denke, ja, das ist zum Verrücktwerden, oder? Also da stellt sich ja dann auch wieder ganz heftig die Frage, kann man widerstehen? Kann man so etwas überhaupt widerstehen? Kann man etwas widerstehen, was einem völlig kirre macht im Kopf? Ja, und das ist ja immer wieder die Frage, die gestellt wird, auch im Hinblick auf Gedächtnis oder Erinnerungskultur. Also welchem Druck unterlagen die Menschen? Wer waren im Grunde genommen die aktiven Täter? Wer waren vielleicht passive Täter und so weiter? Also all diese Fragen, die behandeln wir natürlich so aus so einem Nachhinein heraus. Man möchte nicht wissen, wie man sich selber verhalten würde, wenn man selber in dieser Situation wäre. Und es ist natürlich total zum Verzweifeln, dass jetzt überall auf der Welt im Grunde genommen genau diese Situationen wieder auftauchen oder auch in anderen Teilen der Welt hat es ja nie aufgehört. Wir haben ja nur in der Illusion in Europa gelebt, seit den späten 90er Jahren, Anfang 2000ern, dass das vielleicht irgendwie jetzt zumindest in Europa befriedet ist. Ja, also es ist, so wie Sie sagen, also für mich ist es so etwas Exemplarisches. Natürlich ist es die ganz konkrete Geschichte der Stadt Krakau in diesen Monaten und Jahren, aber gleichzeitig Muster, die sich wiederholen, Ideologie, Macht, Herrschaft und Knechtschaft und solche Dinge. Und dann eben aber immer ganz konkrete Menschen, die damit irgendwie konfrontiert sind. Zwei ganz konkrete Menschen, die beiden wichtigsten in ihrem Roman, das glückliche Schicksal Matthias Navrat, die junge Wanda und der alte Mugalski, die sind beide
Sozialpsychologen. Und ich finde, das kommt nicht von ungefähr. Also Sie haben jetzt sicher schon einmal das Stichwort Verhalten erwähnt und die Sozialpsychologie, die untersucht ja Verhalten, also so salopp zusammengefasst, die erforscht, wie leicht sich Wahrheit verzerren lässt und wie leicht sich Menschen verführen lassen, zum Beispiel auch ganz heftige Gewalt an anderen Menschen anzuwenden. Es gibt ja dieses berühmte Milgram-Experiment von 1961, wo sich Menschen dazu hinreißen ließen, andere Menschen mit Elektroschocks zu foltern, obwohl sie sahen, es war natürlich gespielt, aber sie sahen es, dass die sich krümmten vor Schmerzen. Warum musste die Sozialpsychologie in Ihren Roman? Ja, weil dadurch, dass die Frage im Fokus steht, hat der Einzelne eine moralische Verpflichtung, hat er moralische Entscheidungsfreiheit und wenn ja, wie kann man sich entscheiden? Und es gibt sehr viele klassische Verhaltensexperimente oder Sozialverhaltensexperimente, die so suggerieren, naja, es gibt Verhaltensmechanismen, das ist fast egal, wie stark ist der Charakter. Wenn eine bestimmte Situation vorliegt, dann ist es wahrscheinlich, dass sich Menschen so und so verhalten werden. Das suggeriert ja, dass eher die Situation entscheidend ist oder der Druck der Situation. Und das ist das im Prinzip, womit jetzt Wanda, also diese Sozialpsychologin aus Krakau, diesen alten Wissenschaftler konfrontiert, weil es geht ihr um eine ganz persönliche Geschichte und sozusagen die Verstrickung von diesem Henryk Mrugaldski. Und er beschäftigt sich eben mit der Systemtheorie, mit der Kybernetik und man hat mehr und mehr so das Gefühl, das ist wie so eine Art Flucht vor der moralischen Frage, also auch vor der Frage nach moralischer Verantwortung. Er hat die Theorie, dass es eigentlich eher ums Gesellschaftssysteme geht und der Einzelne spielt eigentlich fast keine Rolle. Die einzelne moralische Entscheidung spielt fast keine Rolle. Also es ist sozusagen wie so eine Art philosophischer Überbau des Romans, der eigentlich die kleine, ganz konkrete Frage zwischen Menschen spiegelt. Und die für mich auch zugleich so ein Zeitpanorama ist, weil das war schon die Zeit direkt nach dem Weltkrieg, wo sich eben Wissenschaftler genau diese Fragen gestellt haben. Unter anderem ja auch zum Beispiel Hannah Arendt, die dann diese Theorie über Eichmann aufgestellt hat. Ja, der war gar nicht sich dessen bewusst moralisch, was er macht, sondern er war einfach ein guter Beamter und hat einfach sozusagen in dem System, in dem er agiert hat, einen gewissen Ehrgeiz gehabt und alles andere, da hat er gar keinen Horizont gehabt. Für diese Theorie wurde sie ja auch dann wiederum sehr kritisiert, aber sind sozusagen die Fragen, die in dieser Zeit eine Rolle spielen, sowohl in Bezug auf den Holocaust als auch in Bezug auf den Stalinismus. Und die Systemtheorie entsteht, auch in den Gesellschaftswissenschaften eben die Spieltheorie, die dann auch Fragen der militärischen Konkurrenzsituation zwischen den Blöcken irgendwie behandelt hat. Und das heißt, das ist nicht von ungefähr, dass die beiden sich sowohl theoretisch mit diesen Fragen beschäftigen, als auch dann eben ganz konkret im Persönlichen. Ja, konkret im Persönlichen ist es ja so, dass Wanda, die junge Forscherin aus Krakau, vermutet, dass Mrugaldski ihren Vater 1945 unmittelbar nach dem Krieg verhört und gefoltert hat. Und dieses Verhör kann man nachlesen im Roman und das war eben das, was mich vorhin dazu brachte zu sagen, also man könnte verrückt werden beim Lesen. Man muss vielleicht noch wissen, Wandas Vater war Zwangsarbeiter in Deutschland und kommt zurück und dann gerät er gleich in die nächste Mühle, einfach nur, weil er demokratische Hoffnungen hat, also weil er diesen aufblühenden Stalinismus nicht teilt. Irgendjemand hat ihn verpfiffen, ein Schüler, war Lehrer. Das ist eine sehr anrührende Figur, dieser Vater, weil er sich in sein Schicksal schickt, muss schwere Arbeit verrichten, also kann nicht mehr als Lehrer arbeiten und er hat unerträgliche Kopfschmerzen und jetzt wird er langsam dement, weil er eben eine Hirnverletzung hat. Ich habe mich gefragt, was Sie an dieser Figur des Vaters interessiert. Der scheint ja so etwas wie einer zu sein, der gegen den Fluch der Sozialpsychologie funktioniert. Genau, der ist für mich, glaube ich, tatsächlich insofern wichtig, weil er ist ja der Auslöser überhaupt für die Bemühungen seiner Tochter und ich glaube, er ist sozusagen wie so eine Art umgekehrtes Spiegelbild der Tochter. Die Tochter, die einfach sieht, er ist derjenige, der sich einfach fügt. Der ist ja auch gläubig und hat diese Theorie von, also eigentlich wieder, was das Christentum ja im Grunde genommen im Kern ausmacht, man muss verzeihen, das Leiden ist sozusagen der Kern der Existenz und er fügt sich da hinein. Das hat natürlich auch sehr viel mit Angst zu tun. Das ist ja eine Generation, die direkt nach dem Krieg solche Angstsituationen erlebt hat, dass sie gelernt haben, sich zu fügen. Man spricht ja auch häufig vom Homo Sovieticus, also von Menschen, die
so lange in diesen Situationen lebten, dass sie bestimmte Strategien entwickelt haben, um sich so durchzulavieren und um sich irgendwie zu dissoziieren von den Situationen. Und so einer ist er. Und das bringt aber jetzt in den 80er Jahren in einer völlig eigentlich neuen Realität in diesem Mittelosteuropa. Also da war ja schon der Ungarnaufstand, da war schon Prag 68, da war in Polen schon viele, viele Proteste gelaufen. Und diese Tochter, die in einer Generation aufwächst, des Protests im Grunde genommen. Und das hat mich daran interessiert. Also eine direkt aus der Erfahrung mit dem Vater gespeiste Wut vielleicht auch und ein Willen zum Widerstand. Für mich war auch tatsächlich interessant, diese 80er Jahre mit der Zeit direkt nach dem Krieg so gegeneinander zu stellen, weil man da, glaube ich, schon auch sehen kann, der Protest später in den 80ern, der so berühmt wurde ja in Polen und der im Grunde genommen eine der maßgeblichen Kräfte ja dann auch war, so im Ende des Ostblocks. Das war natürlich in dieser Zeit anders möglich als 45, wo wirklich noch Leute einfach exekutiert wurden, wegkamen, massenweise nach Sibirien verschleppt wurden. Das hat mich irgendwie interessiert, sozusagen, also der Dunkelheit auch irgendwie etwas auch Hoffnungsvolleres entgegenzustellen. Auch diese Liebesgeschichte zwischen ihr und ihrem Freund, da verhandeln sie ja auch die Frage, weggehen oder bleiben und sich engagieren. Das war mir sehr wichtig, das irgendwie so auszutarieren. Es ist ja so, dass sie die Auseinandersetzung zwischen Mrugalski und Wanda in Venedig, das ist schwarz-weiß gezeichnet sowieso nicht, aber es ist auch nicht eine Auseinandersetzung, die jetzt ja so ganz klar auf der Oberfläche stattfände. Also man ist auch beim Lesen wirklich nicht sicher und ein Stück weit, aber sehr produktiv auch irritiert, ob das, was Wanda über Mrugalski denkt, ob das wirklich stimmt. Sie erzählen das Ganze ja nicht als eine plotfixierte Geschichte. Also sie hüpfen zwischen den Orten, den Zeiten, den Figuren, von Figur zu Figur. Sie streuen Indizien, sie lassen vieles offen. Warum war Ihnen diese Erzählweise wichtig für diese Geschichte? Das hat so mehrere Aspekte, glaube ich. Das eine ist sicherlich die grundsätzliche Frage, wie kann man über solche Dinge erzählen? Und ich bin der Meinung, dass man über solche menschlichen Abgründe nur erzählen kann, indem man nicht irgendwie so falsches Pathos irgendwie schürt oder irgendwie so zu sehr so eine Identifikationsmöglichkeit mit den Vorgängen bietet, sodass LeserInnen heute das so durchleben können und dann so wie so eine Art Katharsis dann haben können. Ich glaube, das ist, finde ich, moralisch problematisch. Das heißt, irgendwie von der Erzählweise her muss es eine Konstruktion sein, die immer wieder so Brüche hat, wo immer wieder klar ist, ja, das ist aber eigentlich eine Erzählung, die sozusagen auf etwas vielleicht noch wesentlich Schlimmeres oder irgendwie eigentlich Unbeschreibliches verweist. Daher rührt, glaube ich, diese Konstruktion, dass wir auf der ersten Ebene nur dieses Interview in Venedig haben, weil sie gibt ja vor, für ein Interview da zu sein, ihn zu interviewen und versucht in diesem Interview so subtil immer näher an die eigentliche Sache zu kommen und er versucht sich immer wieder so rauszuwinden. Und die konkreten Geschehnisse, die werden dann praktisch wie so Sprünge von dieser Situation aus, wie so Inseln von Handlungen irgendwie erzählt, die sehr reduktioniert sind auch teilweise. Und also diese Konstruktion ist, glaube ich, dem geschuldet, dass ich das Gefühl hatte, man muss irgendwie markieren, es ist eine komplizierte Sache, eine subtile Sache, eine ambivalente Sache. Man darf nicht eine straighte, lineare Erzählung haben, die praktisch so mit Spannungselementen so auf der Handlungsebene agiert. Das andere ist, dass ich schon diese Interviewsituation von Anfang an eigentlich schon gesehen habe wie so ein umgedrehtes Verhör. Also eigentlich ist es die Spiegelung dessen, was dem Vater von Wanda passiert ist. Und das macht jetzt die Tochter sozusagen mit diesem Mrugalski, indem sie vorgibt, dass es sich um ein Interview dreht. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass das auch nur deswegen möglich ist, weil er eigentlich auch ein Stück weit fast sowas wie also ich würde jetzt mal übertrieben sagen, fast sowas wie eine Beichte sucht oder so, weil er könnte ja auch gleich am Anfang sagen, er schmeißt sie raus, will gar nicht mehr mit ihr weiter drüber reden, wenn er merkt, Moment mal, es geht ganz schön viel um meine biografischen Daten. Aber das passiert ja nicht. Es ist immer ein Vor und Zurück. Irgendwie hat mich das total fasziniert. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass das eigentlich der dramaturgische Angelpunkt des Ganzen ist. Also dass sozusagen die Spannung nicht kommen darf von, dann ist ihm das passiert, dann ist ihm das passiert, dann ist ihm das passiert, sondern eigentlich eher, wie findet man das eigentlich heraus, was ist passiert? Wie kommt man überhaupt dahinter? Was erzählt er dann? Was mutmaßt sie nur?
Ja, das ist irgendwie so eine sehr komplexe Sache. Ich glaube, dass ich sehr, sehr viel Zeit genau damit verbrachte, genau mit dieser Frage, wie ist es möglich, das zu erzählen? Und ich habe auch tatsächlich ja sehr viel geschrieben zu diesem Roman. Also ich habe über 1000 Seiten geschrieben und der hat ja jetzt 270 Seiten. Das heißt, ich habe auch sehr viel wieder reduziert, rausgeworfen, rausgestrichen. Und dann habe ich sehr lange daran gearbeitet, mindestens ein Jahr, wie ich das montieren kann, sodass diese Spannung des Gesprächs trägt über die einzelnen anderen Teile des Romans. Ja, ich finde, er ist auch pointillistisch. Also zum einen, das wollte ich noch sagen, trägt dieses, man ist immer nur in einer Szene und man kriegt keine lineare Erzählung, das trägt auch dazu bei, dass man sich beim Lesen nicht so diese eindeutigen Urteile machen kann. Also zum Beispiel denken kann, es ist einfach ein übler Typ, dieser Mogalski, und eine arme Frau Wanda und ein armer Mann, ihr Vater und so weiter. Und immer auch auf diesen Punkt geschoben wird. Natürlich ist es ein bisschen putzig, meine Kindergeschichte, aber tatsächlich die Überlegung, ja, was würde ich denn machen? Wie würde ich mich denn verhalten in so einer Situation? Das andere ist, dass ich es eben ein pointillistisches Buch finde. Das heißt, neben den großen Bögen gibt es auch diese vielen, vielen, vielen kleinen Tupfer. Und die haben mich sehr beeindruckt, weil die so viel erzählen, ohne dass sie es auserzählen müssten und viel zur Spannung beitragen. Also ein Beispiel. Mogalski forscht eine Weile lang in Kalifornien und dann guckt er eines Morgens aus seinem Büro an der Uni und da sieht er, es fahren 2 schwarze Limousinen vor und da sitzen 4 Männer in Anzügen drin und 2 steigen aus und gehen zum Dekanat, gucken vorher noch zu seinem Büro hoch, kommen zurück, gucken wieder zu seinem Büro hoch. Und nachher, wenn ich das richtig verstehe, flüchtet er ja wirklich schlagartig sozusagen nach London. Also er verlässt Kalifornien. Und wir wissen alle, dass schwarze Autos nicht gut sind, oder? Und wir wissen alle, dass Männer in Anzügen in schwarzen Autos auch nicht gut sind. Also es ist wirklich so ein, es trifft einem regelrecht beim Lesen. Oder eine andere Geschichte, als Wanda in Venedig ankommt, hält Mogalski ein Schild hoch. Und Wanda ist ja zum ersten Mal im Westen. Er hält ein Schild hoch, da steht sein Name drauf und nicht ihrer. Habe ich auch gedacht, was macht der Mann da? Was ist da los? Also das ist schon faszinierend, wie das dann spielt beim Lesen. Wie kommen Sie zu solchen Bildern? Also Sie sagen, 1000 Seiten haben Sie geschrieben, aber wie kondensiert es sich dann? Also ich finde das eine sehr, sehr, also diese Beobachtung schmeichelt mir sehr, weil ich wirklich tatsächlich die Theorie habe, dass eine gute Prosa eher über Details funktioniert. Also und vor allen Dingen, wenn relativ große Zusammenhänge erzählt werden müssen. Also dieses Beispiel mit den Limousinen, das ist so ein Beispiel, was für mich sehr schnell wie so eine Art Detail war, an dem ganz viel hing, nämlich diese ganze Stimmung in den Anfang der 60er in den USA, so kurz nach der McCarthy-Ära, also die Kommunistenjagd und so weiter, also eine, fast schon faschistoide eigentlich teilweise Tendenz, die sozusagen unter dem Vorwand der Kommunistenjagd wirklich auch Leute irgendwie in Gefängnisse gebracht hat und so weiter. Und ich bin immer auf der Suche nach so fast wie so Aufhängern im Nichts, an denen man sehr viel aufhängen kann. Also das heißt, nach Details, die viel, viel mehr erzählen, als sie eigentlich erzählen oder als sie eigentlich konkret erzählen. Und ich glaube, diese vielen, vielen Seiten, die ich schreibe, die dienen im Grunde genommen dazu, diese Dinge zu finden, also im Schreiben auf sie zu stoßen. Und ich merke dann richtiggehend, okay, jetzt habe ich's, jetzt kann ich sehr viel von dem, was ich geschrieben habe, um dahin zu kommen, wieder wegstreichen und das sozusagen reduzieren auf dieses Detail. Ihr Roman heißt Das glückliche Schicksal und erzählt von Menschen, die sich im Kleinen allenfalls verhalten können, im Großen aber sozusagen geworfen sind, zum Beispiel in den Kriegsjahren in Polen und der nachfolgenden Diktatur. Da hatten viele Menschen ein schreckliches Schicksal, was aber eigentlich längst nur noch als Kollateralschäden in Erinnerung ist, wenn überhaupt. Man vergisst es halt, es geht ja gar nicht anders. Man weiß nicht mehr genau, wie die Opferzahlen aussehen zum Beispiel, oder sie beschreiben es, nach Kriegsende kam es auch in Polen zu Massenvergewaltigungen durch Rotarmisten, etwas, was kaum noch irgendwo im Fokus ist. Also es sind viele schwierige Sachen, die Sie beschreiben. Das bringt mich zur letzten Frage. Wer in Ihrem Roman hat ein glückliches Schicksal? Ja, das ist
tatsächlich, es gibt so eine ganz kleine Szene, in der Marian, also der Freund von Wanda, so aus seiner Abiturzeit erzählt. Und dann erzählt er so einen Moment, wie er Abitur feiert mit seinen MitschülerInnen. Im Wald feiern sie auf so einer Lichtung und dann kommt irgendwann nachts ans Lagerfeuer plötzlich so ein Förster aus dem Wald. Und der setzt sich zu ihnen und also trinkt mit ihnen und feiert ein bisschen mit ihnen und fragt sie, okay, was habt ihr jetzt so mit eurem Leben vor eigentlich? Also in einer Zeit in Polen, 70er, was kann man da schon viel vorhaben? Man kann sozusagen sich anpassen oder irgendwie auswandern. Und dann sagt er, ja, genießt diesen Moment, weil das ist das Glück. Und das ist für mich irgendwie auch wieder so ein Detail, das für mehr steht, nämlich schon auch die Frage, ja, was ist eigentlich das Glück? Inwiefern hat es eigentlich zum Beispiel etwas mit Verantwortung auch zu tun? Und ich glaube, also wir, die wir in Westeuropa leben, wir haben das große Glück, über Glück nachzudenken im Sinne von, haben wir irgendwie eine erfüllende Karriere, haben wir irgendwie Kinder, die wir lieben, können wir ab und zu mal einen schönen Urlaub machen, können wir uns die Dinge leisten, die wir uns leisten wollen. Und das sind aber sozusagen aus der Sicht dieses Romans absolute Luxus, also eine absolute Luxussituation. Denn eigentlich kommen wir sozusagen gar nicht in die Lage, entscheiden zu müssen, wollen wir unser privates Glück oder wollen wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Und ich glaube, das ist genau die Situation, in die eben Wanda und Marian hineinkommen, aber auch Murgalski 45. Will ich mich fügen und sozusagen kleinbürgerliche Sekurität irgendwie genießen und dann wenigstens sozusagen so im Kleinen glücklich sein? Aber ist das dann wirklich Glück, wenn ich weiß, ich habe dafür Menschen verraten, ich bin nicht eingetreten für andere? Kann das Glück sein überhaupt? Und ich glaube, diese Frage stellt irgendwie der Roman und die stelle ich mir, glaube ich, auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, was in Europa passiert, was auf der Welt passiert, die Frage könnte zurückkehren, auch zu uns, auch im Westen. Zum Schluss würde ich gerne ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Also es ist nicht gerade ein Quiz, aber ich beginne einen Satz und Sie vervollständigen ihn ganz kurz. Sind Sie dabei? Ja, ich versuche es, ja. Also den ersten Satz haben Sie mir eigentlich schon fast beantwortet, aber ich mache ihn trotzdem nochmal. Wenn ich auf die Welt derzeit blicke, wünschte ich. Ich wünschte, ich habe so das Gefühl, ich traue mich gar nicht mehr, was zu wünschen. Ich glaube, ich wünsche mir, dass viele, viele Entscheidungstragende, auch in politischen Ämtern, die Mitmenschlichkeit nicht vergessen. Nicht wieder in so großen Zahlen denken und so denken, wo gehobelt wird, fallen Späne, sondern sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Als Leser suche ich in Büchern schon auf jeden Fall Unterhaltung, also Unterhaltung, aber in dem Sinne, dass es muss mich irgendwie so in der Tiefe unterhalten. Unterhalten kann auch etwas Trauriges, Abgründiges sein, aber es muss mich packen. Es muss mich irgendwie in einen Raum bringen, wo ich plötzlich das Gefühl habe, ich kann wieder atmen als Mensch, als Individuum. Meine Lieblingsbeschäftigung als Kind war? Ich weiß noch, das ist jetzt eine kleine Anekdote, ich habe mal Karate Kid angeschaut und da gibt es eine Szene, wo Daniel San so einen Zaun streichen muss, um eine bestimmte Handbewegung und Armbewegung zu trainieren. Und das habe ich zum Beispiel als Kind eine Weile lang gemacht, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Das klingt jetzt ein bisschen nerdig, aber ja, vielleicht hatte ich eine nerdige Kindheit. Wenn ich ein neues Buch zu schreiben anfange, dann? Ich weiß meistens nicht, wann ich das Buch schon bereits angefangen habe zu schreiben. Ich habe dann irgendwann das Gefühl, doch, ich habe schon längst damit angefangen. Ich glaube, ich muss tatsächlich sagen, ich fange nicht an, ein Buch zu schreiben, sondern ich fange einfach wieder an zu schreiben. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl, doch, ich schreibe ja schon längst ein Buch. Matthias Navrath, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke, vielen Dank. Soweit also das Literaturclub-Interview mit dem deutsch-polnischen Autor Matthias Navrath über seinen neuen Roman »Das glückliche Schicksal«. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Alle Infos dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Episode oder auf srf.ch/literatur. Mein Name Franziska Hirsbrunner. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.